Ja, der Titel etwas seltsam vielleicht, ja, klassische moderne Mediterranität. Also das ist ein Begriff, den ich versucht habe aus dem Kroatischen zu übersetzen von Predrag Matvejevic. Das ist dieser Mediterranist. Ja. Keine Professorenstelle hatte er so wirklich. Ja. Also er ist eher so ein publizistischer, wissenschaftlicher, ja, so kann man das vielleicht sagen. Aber er hat diesen Begriff Mediteranstvo auf Kroatisch. Und den kann man, glaube ich, am besten übersetzen mit Mediterranität. Mediterranismus ist irgendwie zu ideologisch, ne, so, aber und ich werde auch über ihn nachher etwas sagen. Aber zuerst hier, weil ich mich auf die Vorkriegszeit, also auf den Vorabend des Ersten Weltkrieges konzentrieren möchte im Vortrag. Man kann sicherlich, was man klassische Moderne nennt, man kann bei Goethe anfangen, wenn man möchte, ja, die Italienreise sich anschauen als ein Werk, in dem es nicht um Klassizität, sondern Mediterranität geht. Warum nicht? Ja, mal schauen. Da gibt es schon Ankündigungen, dass das gemacht werden soll in der Goethe-Zeit, aber heute geht es um den Vorabend des Ersten Weltkriegs. Aber man kann immer solche Ereignisse äh, besser verstehen, wenn man sich die Texte anschaut, die nach dieser Krisenzeit entstanden sind. Und da ist Paul Valéry, der ist sicherlich auch ein Begründer dieses Faches Mediterranistik. Ja? Zwar nicht germanistische Mediterranistik, aber so kann man ihn vielleicht im Kontext dieses Vortrags sich anschauen. Also er sagt jetzt allerdings auch über den östlichen Mittelmeerraum, das sei eine Art Voreuropa. Also ist das geografisch gemeint? Ist das kulturell gemeint? Wie genau ist es gemeint? An einer anderen Stelle in diesem Werk über die Krise des Geistes, und es ist klar, dass er meint die Krise des europäischen Geistes, sagt er das Folgende. Die Kelten, die Slawen, die germanischen Völker verspürten den Zauber dieses vornehmsten der Meere, eine unwiderstehliche Art von Tropismus nach dem Süden, die jahrhundertelang anhielt, hat also das Mittelmeer mit seiner wunderbaren Form zum Gegenstand allgemeiner Begierde und zum Schauplatz größter menschlicher Kraftentfaltung werden lassen. Das ist vielleicht so die höchste Laudatio, die man dem Mittelmeer jemals gegeben hat. Es ist hier interessant, Kelten, Slawen, germanischen Völker, also irgendwie, weil er von östlicher Mittelmeerraum redet, es ist schon so so ein Kontrast zwischen romanischen, sage ich jetzt mal, ja, oder römisch-griechischen, antiken Mittelmeer und dann dem Mittelmeer der Zeit danach, also in der die Slawen, Kelten und germanischen Völker irgendwie diesen Zauber verspüren. Es ist hier viel Ästhetik auch drin, ja, also Zauber, vornehm, dann wunderbare Form. Also das Mittelmeer hat eine wunderbare Form. Was bedeutet das kulturtheoretisch, wenn man das so sagt? Sind die Fjorde in Finnland nicht wunderbar? Sind sie identisch? Ja, ist es dieselbe geografische Struktur oder nicht? Und dann die andere Bedeutungsebene hier wäre vielleicht also diese über Völkervornehmheit, ja, und dann diese jahrhundertelange Zeit, die das dauert, allgemeine Begierde, menschliche Kraftentfaltung. Das geht jetzt in so, also es ist einmal so, ich würde mal sagen, so libidinös, ja, libidinös irgendwie, aufgeladen, allgemeine Begierde, aber dann auch politisch. Ja? Also geht es hier um Eroberung des Mittelmeers? Ja? Oder geht es kulturhistorisch einfach jetzt nur darum, dass sozusagen die Weltgeschichte jahrhundertelang ja, aus einer eurozentrischen Perspektive am Mittelmeer gespielt hat? Also denke ich, hier ist so sehr viele Ansatzpunkte, wie man sich diesem Thema von Mediterranität ja, von einem französischen modernen Klassiker aus annähern kann. Wenn man Matvejevic sich anguckt, also wie gesagt, das Wort ist Mediterranstvo auf Kroatisch. Das ist so sehr verstreut, ja, also seine Aussagen zum Mittelmeer. Er hat ein Breviar geschrieben, ein Brevier, ja, eine abgekürzte Version. Und da steht nicht alles drin, was er über das Mittelmeer zu sagen hat. Aber er stellt erstmal fest, dass das Mittelmeer rein rhetorisch betrachtet eher ein fiktionaler Gegenstand sei. In der Sprache, in der Alltagssprache, nicht nur in der literarischen Sprache. Und dann
geht er zurück auf Winckelmann und Goethe, aber auch Mozart und Bizet, also so zwei gegensätzliche Komponisten eigentlich, ja, und sagt dann, dass diesen Vieren Mediterranität zukommen würde. Und zwar im Sinne von Nietzsche als kulturelle Errungenschaft. Also diese vier wären jetzt, Sie sehen, es ist ganz egal, ob sie aus dem deutschsprachigen Raum kommen oder ob sie österreichische oder französische Komponisten sind. Diese Mediterranität lässt sich aneignen kulturell. Also es ist etwas rein Geistiges. Das klingt so altmodisch, wenn man das so sagt. Ne? Aber man kann es sich aneignen, unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsort, räumlicher oder geistiger Befindlichkeit oder dem seelischen oder geistigen Gemütszustand. Und Matvejevic sagt auch, Mediterranität sei eine Auszeichnung im Sinne von Nietzsche. Klingt das so nach klassischem Ideal wieder, antikes Ideal? Aber er sagt dann, um Nietzsche vielleicht wieder ein wenig zu demokratisieren, ja, es ist keine Bevorteilung. Es ist zwar eine Auszeichnung, aber kein Privileg, wenn man sich Mediterranität aneignet. Und noch eine Einklammerung, es geht nicht um eine Tradition, um Geschichte, um Erinnerung, um Gedächtnis, sondern um Bildung, um Schöpfungskraft. Also man könnte eigentlich sagen, es ist keine historische Perspektive auf die Vergangenheit, sondern eher eine Perspektive auf die Gegenwart, aber jetzt auch nicht mit dieser Zukunft, diesem Projektbewusstsein der Moderne, sondern es ist eine Frage des Hier und Jetzt. Ja? Also was ist jetzt hier und jetzt zu tun? Schöpferisch. Er sagt dann auch an anderer Stelle, es geht eben nicht um den klassischen Topos, wie wir ihn kennen aus der klassischen Philologie, sage ich mal jetzt so, ja, sondern diese Mediterranität ist ein geistiger Ort, ja, der als moderner Genius Loci anzusehen ist. Und jetzt kann man auch kritisch das natürlich sagen, dass wenn am Anfang gesagt wurde, dass das Mittelmeer in der Regel fiktiv sei, dann lässt es sich, wie Matvejevic sagt, immer wieder mythologisieren und remythologisieren. Und dann haben wir vielleicht als Literatur- und Kulturwissenschaftler auch die Aufgabe, bestimmte ideologische Remythologisierungen aufzudecken. Ja? Also sozusagen ein wenig wie in der kritischen Theorie. Ja? Also ein Ideologieverdacht gegen diese Bewunderung des Mittelmeers. Ja? Also es ist jetzt nicht, sozusagen die Aufgabe ist nicht jetzt so einen mediterranistischen Idealismus zu pflegen als Literatur- und Kulturwissenschaftler, sondern genau das zu zeigen, dass die Texte das tun. Gut, dann habe ich, das mache ich ganz kurz, das ist zu kompliziert für hier, aber ich brauche diese Begriffe. Also ich habe mir dann 3 Ansätze überlegt, wie man das weiterverfolgen könnte. Einmal einen ethnologisch-anthropologischen, weil es ist immer so, dass am Vorabend des Ersten Weltkriegs, auch zu anderen Epochen, wird die Mittelmeerkultur oder die Imagination des Mediterranen, die wird immer als fremd erlebt einerseits, fremdartig aus einer mitteleuropäischen Perspektive, aber wird dann meistens in den Texten dann aufgedeckt als irgendwie ein ureigenes, ja, was aber befremdlich ist und bleibt. Also da würde ich dann nicht von Alterität sprechen, also sozusagen 2 Gegensätze, wo man dann von dem einen zu dem anderen Brücken bauen kann. Ja, man kann es sich aneignen, geistig oder kriegerisches erobern, ja, sondern bei der Alienität, also es bleibt immer irgendwie irreduzibel fremd. Ja, es bleibt immer irgendwie nicht völlig einzueignen. Ja. Und das andere wäre, dass man dann eigentlich diese ganzen mediterranen Texte so lesen könnte, dass es eine Art Ethnographie in der Literatur ist. Ja. Also dass sozusagen diese Mediterranität wäre dann eine ethnologische Kategorie und die literarischen Werke wären jetzt praktisch die ethnografischen, ja, Werke, in denen dieser ethnologische Begriff der Mediterranität ausgearbeitet wird. Dann natürlich raumtheoretisch könnte man dann jetzt auch viel machen. Utopie, Heterotopie, das kennen wir, glaube ich, alle. Nemotopie mit Venedig, ja. Venedig als letzte Ruhestätte der Venezianischen Republik bei Thomas Mann.
Das, glaube ich, ist schon auch gut erforscht, ja. Aber ich habe einen anderen Begriff ja, erfunden. Ich habe den noch nicht so gesehen nirgendwo. Nämlich, also Polychronie, das geht noch, das gibt es bei Freud. Also die Theorie des Unbewussten bei Freud kennen Sie vielleicht, Rom und dann die verschiedenen historischen Schichten, damit vergleicht er das Unbewusste. Das ist, glaube ich, noch nicht so seltsam. Aber seltsam ist, dass es zu einer, also nicht Polychronie, sondern Polytopie kommt in diesen literarischen Texten. Man kann also an einem und demselben Ort, an einem Ort am Mittelmeer, plötzlich, weil das Mittelmeer fiktional ist, an mehreren Orten zugleich sein. Das ist so etwas, was ich eigentlich nur aus der Science-Fiction-Literatur oder aus sozusagen jetzt ethnologischen Texten über primitive Kulturen kenne. Ja? Also zu einem Zeitpunkt an verschiedenen Orten zu sein. Ja? Ja. Diesen Begriff brauche ich später. Und das Dritte wäre vielleicht, dass man, also auch etwas, was sehr selten ist, dass eigentlich diese mitteleuropäischen Dichter, wie sie sich selber verstehen, seltsamerweise die mediterrane Kultur höher einschätzen als die eigene Kultur, ja, wenn man so diesen Gegensatz stellt. Weil wir sind vielleicht alle erstmal, also mit einem gesunden Selbstbewusstsein lieben wir alle uns selbst, unsere eigene Kultur, ja, und finden andere Kulturen vielleicht exotisch, ja, attraktiv, aber würden sehr selten sagen, die anderen Kulturen sind unserer Kultur überlegen. Ja, und das ist genau jetzt der Fall. Also das mitteleuropäische Dichter, ich weiß, es klingt wieder auch so rassistisch, ne? Aber es geht, also am Vorabend des Ersten Weltkriegs ist sozusagen Kultur und Rasse, das ist praktisch identisch. Ne? Da müssen wir also einfach historisch aufgeklärt genug sein, dass wir nicht jetzt irgendwelche modernen antirassistischen Ideale dorthin zurückprojizieren, ja? Sondern das ist einfach so. Ja? Das kann man natürlich kritisieren. Aber deswegen würde ich hier von diesen drei Begriffen, also es ist immer so eine Art von Multikulturalität zuerst. Die verschiedenen Rassen oder Kulturen sind voneinander getrennt. Und dann gibt es plötzlich eine transkulturelle Identifikation. Ja, das ist also das Seltsame, dass diese zwei Extreme durchgespielt werden in diesen Texten. Okay, ganz kurz, ich muss ganz kurz zu Goethe, weil es so seltsam ist. Also er ist auf seiner Italienreise, hatte er diese bekannte Seekrankheit. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo er sich öffnet für ein christliches Bild aus seiner Kindheit, nämlich in seiner Familie. Ach, Sie wissen ja, bei Goethe ist immer die Frage, ob diese ganzen Tagebücher und Briefe und ob das nicht auch alles Fiktion ist. Auf jeden Fall hier behauptet er, dass er ein Bild aus der Merians Kupferbibel gesehen hat. Das ist diese Szene Jesus auf dem Galiläischen Meer und dieser Sturm, ja, den bringt er zur Ruhe. Also das möchte ich hier nur kurz erwähnen, weil es eine Schlüsselstelle ist für die Mediterranität, die dann später kommt. Also es ist, wie gesagt, Seekrankheit als eine existenzielle Situation, die also eigentlich Goethe auch, wenn das so stimmt, wie er es sagt, davon abgebracht hat, weiter nach Griechenland zu reisen. Ja, so, das war ja das ursprüngliche Ziel. Ja, und wenn man sich dann bei der Meeresstelle das anschaut, das ist nämlich etwas, was ich weiterverfolgen möchte. Hier nur ganz kurz am Ende. In der ungeheuren Weite reget keine Welle sich. Das muss man sich nur noch mal vorstellen. Also man ist auf einem Segelschiff, es ist eine Meeresstille. Rundherum ist der offene Horizont, kein Land zu sehen und es gibt keinen Antrieb. Also das Schiff ruht auf dem Meer, auf dem gewaltigen Meer. Ja, also das denke ich, es ist natürlich, dass man darauf reagiert mit Thalassophobie, ja? Also Angst vor der Tiefe des Meeres. Ja? Und dann das Zweite, das ist so ein Kuplett hier, eine glückliche Fahrt. Es teilt sich die Welle, es naht sich die Ferne, schon sehe ich das Land. Also hier dieses Paradox, es naht die Ferne. Was soll das bedeuten? Die Ferne naht, das ist fast schon so oxymoronisch. Und ich würde ihn hier fast schon als Romantiker outen. Ja? Das ist diese Sehnsucht jetzt nicht nach der Ferne, sondern nach dem Land. Ja? Schon sehe ich das Land. Also sozusagen der Wunsch ist schon erfüllt. Ja? Ja, vielleicht ist es Griechenland, richtig, und nicht Italien, ja? Was er sich hier herbeisehnt. Ja? Okay, gut. Das sehen wir auch zum Beispiel bei Platen, Sonette aus Venedig.
das ist interessant, weil es bei Thomas Mann auch vorkommt. Er reist ja mit dem Schiff von Triest nach Venedig. Ja, das heißt, er kommt nicht über den Landweg. Und dadurch wird die Perspektive auf die Stadt völlig verändert. Ja. Und dann ist auch diese fiktionale ja, diese imperialistische Fantasie, ne, oder wenn Sie auch so wollen, ins Unendliche, ja, später der Ozeanismus, ja, wenn man über das Meer nach Venedig kommt, ist man auf einem anderen Kontinent. Man ist nicht mehr in Europa, ja, wenn Venedig so fantastisch ist, wie es diese Dichter sich vorstellen. Also bei ihm wird es hier jetzt so rumgespielt, dass eigentlich das an Land gehen ist der Anfang der Gefahr. Ja, also bei Goethe war äh, die Meeresstille auf offener See eine existenzielle Situation. Bei Platon ist es jetzt umgekehrt. Er fragt sich, da glänzt der Markusplatz im Licht der Sonne, soll ich ihn wirklich zu betreten wagen? Und das deutet darauf hin, dass er schon eine vorgefertigte Idee hat, was er denn dort in Venedig sucht. Er weiß, dass er dort auf der Suche nach einer Kunstreligion ist, was auch immer das jetzt ist. Ja, und natürlich wird er am Ende enttäuscht. Ja. Aber nur dieses, also noch einmal Land und See, hier ist es umgekehrt. Etwas Ähnliches bei Anastasius Grün, so ein vergessener Autor. Er hat Erinnerungen an die Adria, so eine Serie von Gedichten. Da fand ich interessant, dass bei ihm die Adria nicht blau ist, wie sie in Jugoslawien immer noch beworben wurde, an der schönen blauen Adria. Ja, so das ist das Bild der Adria im deutschsprachigen Raum, sondern bei ihm ist es grün, ist die Adria grün. Und also, okay, für sie ist das hier wahrscheinlich normal, ne? Weil ich habe auch gesehen, die Bäche, die Flüsse sind alle grün, ne? So, und nicht blau. Ja, also das ist vielleicht so ein Alpinismus für ein anderes Thema. Okay, gut, ja, aber hier bei ihm ist also in einer ähnlichen Situation, wo er auf dem offenen Meer ist, mit offenem Horizont, kein Land zu sehen, ganz am Ende, ach, wenn nur der Wind vom Lande mir ein grünes Blatt allein, eine Blüte nur vom Strand wehte in das Schiff. Ja, diese Sehnsucht nach dem Land. Ja. Okay, dann, das mache ich ganz kurz. In den Vorlesungen zur Geschichte, zur Philosophie der Geschichte, gibt es eine Apologie des Meeres, wo das alles ausbuchstabiert wird. Also diese raumtheoretischen Fragen, aber auch diese existenziellen Probleme, die man auf hoher See haben kann. Und also vor allem auch diese Ambivalenz. Ne? Also Hegel macht so einen Unterschied zwischen erdverbundenen Völkern und Seefahrervölkern. Ne? So, und da sind dann die Slawen für ihn besonders erdverbunden, weil sie in den Tälern leben, aber dann wegen dieser Erdverbundenheit keine Idee von geistiger Freiheit entwickeln. Das ist auch sehr rassistisch, würde man heute sagen. Ne? Aber dann, dass die Seefahrtsvölker, die Nationen, die sich zur Seefahrt entscheiden, dass die mit der Löslösung vom Land diese Idee von Freiheit erst jetzt körperlich erfahren. Ne? Also es ist so eine leibliche Erfahrung dieser Idee. Und diese Idee von Freiheit ist immer ambivalent, weil sie immer Gefahren mit sich bringt. Ja? Also so. Und die Gefahren sind immer schwerer Verlust oder gewaltsamer Tod. Das heißt, das Seefahrertum ist immer in sich selbst epistemisch, affektiv, ja, perzeptiv widersprüchlich. Ja? Also jeder Seefahrer muss sich zwingen darauf, ja, von Land zu gehen. Ja? Das ist also nicht, es ist immer eine große Bürde. Ja? Also das Meer selbst nennt er das unsicherste und lügnerischste Element. Also das ist diese Frage von Korruption und auch von Kriminalität. Ja? Also auf dem Meer ist sozusagen es eine Frage von nacktem Überleben beziehungsweise geschäftlichem Erfolg. Da hat er natürlich die Engländer besonders im Kopf. Und es ist Klugheit und Vernunft gefragt. Aber nicht nur das, sondern das überrascht jetzt bei Hegel List. Also der Seefahrer muss listig sein, weil das Element, in dem er sich bewegt, das Meer, selber listig ist. Ja, also es kann Bonaca sagen wir auf Kroatisch, ne? Also wenn das Meer ölglatt ist, ja, und dann im nächsten Augenblick kommt der Sturm und wir haben ein Ungeheuer vor uns. Und die existenzielle Situation beschreibt er auch sehr passend. Also diese Ambivalenz von Weichheit, Unschuld, Nachgiebigkeit des Meeres, aber dann, wenn der Sturm ist, Kraft, Macht, Gewalt. Ja.
Wenn der Seefahrer das täuschende und gewaltsame Meer begegnet, auf dieser unendlichen, unermesslichen, unüberschaubaren Fläche, ist er abhängig von dem künstlichen Boden unter sich. Hegel sagt, auf einem einfachen Stück Holz. Und das andere, wovon er abhängt, sind seine begrenzten menschlichen Kräfte. Ich habe dann sofort natürlich die Flüchtlinge heutzutage vor Augen, die sich ja auch so wagen, ja, in diese existenzielle Situation auf einem Schlauchboot über das Mittelmeer zu reisen oder von irgendwelchen Schleusern transportiert zu werden. Ja. Also das hat sich im Grunde genommen nicht geändert, obwohl jetzt natürlich die politischen, kulturellen Konstellationen völlig anders sind. Dann noch ein wichtiger Mediterranist, ich habe ihn schon genannt, ja, Friedrich Nietzsche. In der fröhlichen Wissenschaft gibt es eine Stelle, wo er das idealische Mittelmeer nennt. Hier ist es im Kontext, ja, das idealische. Das sind die Philosophen der Zukunft, die auf dem idealischen Mittelmeer eine neue Gesundheit, die große Gesundheit suchen. Ich habe so den Eindruck, er denkt zuerst einmal an die Philosophen, also praktisch die Geschichte der Philosophie ist praktisch wie eine Irrfahrt über das Mittelmeer, eine Odyssee. Ja? Ja. Und jetzt sucht er, die große Gesundheit wäre praktisch, dass man die Metaphysik hinter sich lässt. Das ist seine Idee. Aber man kann, glaube ich, auch die Dichter damit vergleichen, die also dann nicht, die wirklich ans Mittelmeer reisen und dann in den Reisebeschreibungen oder in ihren literarischen Werken auf der Suche nach diesem idealischen Mittelmeer sind. Also eben nicht dem geografischen, sondern dem geistigen Mittelmeer. Er nennt dann diese Reisenden die Agronauten des Ideals. Und das andere ist, dass er sie mit dem, nicht nur mit dem menschlich-übermenschlichen verbindet, sondern auch wieder mit dem Unmenschlichen. Ja? Also diese Pioniere, ja, die neue Ideale suchen, die sind nicht nur übermenschlich, sondern unmenschlich. Also wie die Seefahrer, die listig sein müssen, die bereit sein müssen zu Korruption, zu Kriminalität, zu Verbrechen, um zu überleben auf dem Meer. Ja, so. Die andere Ironie ist natürlich hier, dass er hier eigentlich ja sozusagen eine Satire, eine satirische Mischgattung zwischen Parodie und Tragödie für seinen Zarathustra eigentlich schon konstruiert. Ja? Aber wenn ich zu Thomas Mann komme, also ich würde sagen, der Tod in Venedig ist genau das, eine satirische Parodie und Travestie dieser ganzen Tradition des Versuches, sich Mediterranität anzueignen. Dann hier ein kleines Beispiel. Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ja. Okay. Ich muss dann hier und da beschleunigen. Ja. Aber hier also gehe ich direkt mal, also es ist hier so eine Gradierung. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Also entweder wir sind Urgestein und dann können wir dieses Klagelied, was dort vom Meer kommt, jetzt ob das die Odyssee ist oder die Jeremiaden aus der Bibel oder vielleicht die alten Seefahrergeschichten vor Homer, die mündlich erzählt wurden, über die Seeungeheuer und weiß ich nicht, ja, die exotischen Frauen, ja, das alles, ja. Also dieses Klagelied, das ist so traurig, es ist so schwer, ja, dass nur das Urgestein es ertragen kann. Hier ist Urgestein. Wenn ich das hier markiere, ist das Negit. Ups. Ja, nee, ist egal. Ich lasse es ist zu kompliziert jetzt. Also hier Urgestein, ja, das ist eine Möglichkeit. Man ist also dieses Urgestein. Also als Mensch kann man es nicht ertragen, wird am Anfang gesagt. Und die dritte Möglichkeit ist jetzt, wenn man sich als Mensch praktisch in einen treibenden Feigenbaum einfühlt. Das klingt jetzt so nach sozusagen jetzt geistiger Mimikrie oder ja, nicht Mimesis, es ist noch transkultureller. Ja? Also als Mensch soll man ein Feigenbaum werden, der gerade treibt. Ja. Ja? Und das wieder so romantisch, ja, oben im Mondschein. Ja? Also wie fühlt dich dieses Klagelied, was dort vom Meer kommt, ja, ein treibender Feigenbaum? Ja, das wäre dann jetzt ja entweder ein Rätsel wieder,
ja, wie man sich Mediterranität aneignet oder eine absolute Metapher hier. Ich weiß nicht, wie sich ein treibender Feigenbaum fühlt. Ich kann nur mich damit abquälen, ja, mich in ihn einzufühlen. Schaffen werde ich es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie probiert. Ne? Aber das ist jetzt auch so eine Grenze, wo die Aneignung der Mediterranität mystizistisch wird. Ja? Mystizistisch. Völlig irrational, ja? Und unerklärlich. Ja? Okay, gut, ich darf weiter. Dann auch nur ganz kurz, ja, in diesem Reisebericht, der also fürchterlich so Germanen, also deutschtümelnd ist, ja, und also eigentlich so, also durch und durch rassistisch auch, ja, also so werden die alten Griechen mit den alten Germanen praktisch genetisch fast schon, ja, geistig gleichgesetzt als dasselbe Volk, ja, und dass dann die modernen Deutschen die Erben sein sollen, 1908, ja, am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Ich finde es interessant, dass in diesem sehr, sehr problematischen Text trotzdem dieselbe Idee jetzt aufkommt, nämlich hier, dass die abgestorbenen Gebiete der europäischen Seele wiederbelebt werden sollen durch die heiligen Berge, Tanas und Helikon. Das ist so auch von Hölderlin irgendwie, ne? So ein wenig abgekappt, ne? Ja, übernommen. Aber es geht hier um die europäische Seele. Also er reist nach Griechenland, weil die europäische Seele in einer tiefen Katastrophe schon steckt, vor dem Ersten Weltkrieg. Ja? Und er wünscht sich so eine, ja, Griechen, weiß ich nicht, viel hellenistische Wiederbelebung. Ja? Und das andere ist jetzt, wie sieht Europa denn aus, die europäische Seele? Wie ein übel riechender Dunst, ja? Wie ein schlecht gelüftetes Zimmer. Das ist so ein biedermeierliches Bild fast schon. Ja? Also der Bücherwurm, ja, der Mitteleuropäer als so Historizist, ja, weit weg von Göttern, weit weg von Dichtung, weit weg von Idealen. Ja. Und das ist, was er sich wünscht. Also Hauptmann war, glaube ich, dauerbetrunken auf dieser Reise. Immer Rotwein morgens, früh aufstehen und viel Rotwein und dann über Germanen und Griechen sprechen. Also sehr problematisch. Aber der Text ist wichtig, weil er mit zwei anderen Texten zusammenhängt, nämlich mit Hermann Bahrs Dalmatinische Reise. Da habe ich jetzt eine Stelle nicht aus Zadar. Es gibt auch eine Stelle, wo Zadar genannt wird, aber hier ist jetzt Dubrovnik im Zentrum. Eine große Stadt, sagt er, sei Dubrovnik. Also es ist eigentlich die Parallele. Ne? Also Venedig als Ruhestätte der Venezianischen Republik, Dubrovnik als die Ruhestätte der Ragusischen Republik. Und man kann eigentlich die beiden Republiken in vielerlei Hinsicht vergleichen. Ja? Also Abschaffung des Sklaventums ist in der Ragusa-Republik zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Die erste Apotheke, Dubrovnik. Ja? Man darf keine Entscheidungen fällen im Stadtrat, wenn der Südwind weht. Dubrovnik. Ja? Also das sind so einige Kleinigkeiten. Aber was auch wichtig ist, sozusagen römisch-katholisch durch und durch von der Religionszugehörigkeit damals, ja? Aber gleichzeitig sozusagen dem Byzantinischen Reich unterworfen. Das ist jetzt so diese hohe Kunst der Diplomatie, ja? Also dass man in dieser Zwischenkultur, ja, also irgendwie seine Identität nicht verliert, ja, aber trotzdem sich Schutzmacht sucht, von der man sich dann mit den Konkurrenten im Adriatischen Meer, ja, und auch vom Osmanischen Reich dann, ja, später, also das ist die Kunst jetzt der Mediterranität, ja, dass man dort diese transkulturelle Kommunikation, ja, dass man dazu fähig ist und dass man nicht multikulturell denkt, ja, also in Feindbildern und so weiter. Das ist, glaube ich, was auch Barr fasziniert hat. Es sieht aus wie ein italienisches Dorf, sagt er. Ja, aber auf dem Stradone, dem Hauptplatz, ja, fühlt man sich wie in einer großen Stadt. Hier weht die Luft der weiten Welt hier rein. So stark ist die Vergangenheit hier hängen geblieben, dass man immer noch überall den Hauch der Geschichte spürt. Wir haben ein dalmatinisches Poplied. Da ist eine Zeile, also Canzones, ja? Also alles von ihnen hier gestohlen, ja, die Melodien, und dann einfach kroatische Texte.
Und es gibt eine Textstelle, die sagt einfach nur, dass Dalmatien von Geschichte übersättigt sei. Ja, oder auch vergiftet. Es ist so ein wenig ambivalent. Also es ist zu viel Geschichte dort präsent und zu wenig Gegenwart, sodass fast schon die Zukunft nicht zu sehen ist. Das ist auch etwas, was Bahr bemerkt. Ja? Also dass die Geschichte ist auch eine Last. Okay? Und hier wird genannt was? Griechische, byzantinische, venezianische und so weiter und so fort. Hier noch dieser Satz. Diese Stadt hat einst ihre Waren weit in die Welt geschickt. Der 5. Karl war ihr so gnädig als Cromwell. Der Papst gab ihr seine Gunst wie der Sultan. Das ist diese diplomatische Kunst. Ja? Dies alles verweht, aber die Stadt Ragusa steht. Also er nennt sie Ragusa, nicht Dubrovnik. Also es ist dieser Mnemotop. Ja? Gut, heute ist es nur sozusagen irgendwo in der altösterreichischen Provinz, ja, ein italienisches Dorf völlig vergessen und von der österreichischen Verwaltung vernachlässigt. Ja. Seine Grundidee ist, ganz kurz nur, dass also die Europäisierung Österreichs, die funktioniert dadurch, dass man in Dalmatien Anschluss findet an die alte mediterrane Kultur. Das wäre dann die Möglichkeit, wie Österreich sich europäisieren könnte. Warum muss sich Österreich europäisieren? Weil also er sagt selber, ja, weil Wien ist die Hauptstadt eines asiatischen Reiches. Ja? Es ist so diese Selbsterniedrigung, ja? Sozusagen kulturelle Selbsterniedrigung. Österreich gehört nicht zu Europa. Ja? Wo ist Europa? In London, in Paris, ja? In Berlin vielleicht. Ja? Und in Wien nicht. Ja, in Wien nicht. Ja. Wien ist die Hauptstadt Asiens. Ne? Das hat er von einem Satiriker übernommen, aber deswegen kommt er jetzt bei der dalmatinischen Reise auf die Idee, dass man über das Mittelmeer Österreich europäisieren muss. Ja? Gut, hier nochmal, also ich stehe noch immer im zweiten Tor des Stradone und schaue nur. Also das ist auch ein höheres Schauen. Also es ist nicht Sehen, sondern auch schon fast visionär, mystisch, ja? Prophetisch, wenn Sie so wollen. Ja, ich schaue nur den Stradone hin und schaue. Dann aber sagt es plötzlich in mir. Siehst du in der Getreidegasse, wenn das Zitronenspiel herüberklingt, das ist in Wien, und in den bunten Goldmacherhäusern des Hradschin in Prag und vor dem Tuchhaus in Krakau, Ukraine, Polen, Entschuldigung, wo der Mickiewicz steht, und auf dem Platz in Trient, wo der Dante seine Hand zum Norden hebt, und in Bozen auf dem Platz des Vogelweiders. Und hier in Dubrovnik, im Abglanz der Komenen, fühlst du dich zu Haus. Dies alles ist dein Heim. Dies alles zusammen erst siehst du jetzt, was ein Österreicher ist. Und ich stehe noch immer im zweiten Tor, über den Stradones schauend, die kleinen, festen, breiten Burgen entlang, und uralte Zeit ergreift mich im Sonnenschein und ich bin froh. Na, jetzt kann man sagen, das klingt so nostalgisch, das klingt so melancholisch. Aber ich denke schon, dass hier haben wir jetzt Polytopie. Ja? Er ist an einem Ort in der Gegenwart, aber er ist in der Gegenwart zugleich an mehreren Orten. Ja? Ja, und irgendwie so an den kulturellen Schlagadern dieses kulturellen Österreichs. Ja? Also es ist kein politisches Österreich, sondern ein kulturelles Österreich, was dann sozusagen erst am Adriatischen Meer sichtbar wird. Ja? Diese Verbindung. Ja? Und uralte Zeit ergreift mich, also so ein Ewigkeitserlebnis ist das. Ja? Also vielleicht auch, ist es eine Epiphanie, ja? Also ein Ideal, also hier erscheint das idealische Mittelmeer als eine österreichische Republik praktisch, ja, der Dichtung, ja? Weiß ich nicht, irgendwie so, ja. Ähm, also ich weiß nicht, in einer Woche kommt ein Kollege aus Dublin, der Clemens Ruttner, nach Sadar und wird über diesen Reisebericht schreiben. Er behauptet, es sei imperialistisch. Ich sehe das nicht. Wir haben viel zu streiten. Vielleicht haben Sie auch eine Meinung, ob ich das hier zu republikanisch ausgedeutet habe. Das ist noch eine andere Stelle, wo er also einfach so
wie soll ich sagen, also fast so ein kulturelles Name-Dropping, ja. Beethoven, Tolstoi, Richard Strauss. Ich gehe jetzt nicht weiter. Es ist auch national bunt gemischt, ja. Er nennt sich auch selbst Wiener Hausherr aus Linz. Aber hier am Adriatischen Meer, dort siehst du erst, was Österreich alles ist. Gut. Jetzt dann zu Venedig. Wie viel Zeit habe ich noch? Bisschen schon. Ja, ich gehe auch wieder schnell, ja. Aber hier ist noch einmal diese Platens Sonette aus Venedig. Hier wird darauf Bezug genommen. Interessant das Folgende, dass eigentlich Thomas Mann in dieser Selbstreflexivität einen Schritt weiter geht, als zum Beispiel Schiller es in seinem Aufsatz Naive und sentimentalische Dichtung getan hat. Also hier wird eigentlich nicht nur reflektiert, dass Platen ein Naiver sei oder ein sentimentalischer, was sowieso nicht ganz eindeutig zu entscheiden ist nach Schiller. Ja? Aber ich denke, dass Thomas Mann geht einen Schritt weiter, dass er sozusagen die Identität und Differenz des Naiven und Sentimentalischen zeigt. Also er zeigt, dass es dasselbe ist, naiv oder sentimentalisch zu sein. Und er zeigt, dass sentimentalisch zu sein heißt, über das Naive hinauszugehen. Und um es ganz kurz zu fassen, das wäre meine These, dass eigentlich mit dem Tod in Venedig haben wir eine satirische Parodie und Travestie auf diese zwei anderen Reiseberichte vor uns. Ja? Deswegen ist auch die Hauptfigur dann, wird gezeigt in seiner Korruption und Kriminalität, ja? Wenn ich das so sagen darf. Ne? K&K. Ja? Korruption, nee, ist was anderes. Entschuldigung. Ja? Also das nur hier an dieser Stelle, wo er Platen aufruft, aber auch über ihn hinausgeht. Hier ist das das ist ganz am Anfang, wo er im Hotel in Lido ist und einsam ist, einsam in sein Hotelzimmer auf das Mittelmeer schaut, auf das Adriatische Meer. Und dann hier, Einsamkeit zeitigt das Originale, das gewagte Fremden Schöne, das Gedicht, das kennen wir von Valéry. Ja? Also diese ästhetische Qualität. Aber Einsamkeit zeitigt auch das Verkehrte, das Unverhältnismäßige, das Absurde und das Unerlaubte. Also das ist diese nietzscheanische Künstlermetaphysik. Man braucht den dionysischen Rausch, um dann apollinische Kunst herzustellen. Das kennen wir alles. Nur, glaube ich, ist noch immer unterschätzt, wie radikal, wie absolut hier diese Alienität ist, die Aschenbach in Venedig erlebt. Und dazu ein paar kleine Beispiele. Hier nur eine andere. Also es gibt auch sozusagen utopische Strandbilder, wie das hier heißt. Auch ich würde auch sagen, der Tod in Venedig, das ist eigentlich eine Strandnovelle oder eine Mittelmeernovelle, eine mediterrane Strandnovelle. So müsste man es, glaube ich, neu fassen. Also eigentlich ist das ganze Projekt so, dass man den Kanon nimmt, ja, und ihn dann sozusagen mediterranistisch gegen den Strich bügelt, ja, streicht und schaut, was kommt dabei raus, ja, wenn man nach Mediterranität forscht. Wie sieht dann der Kanon aus? Und also ich sage es jetzt einfach mal auch so, also wenn man zum Beispiel die Queer Studies nimmt, die sich diesen Text vornehmen, ich denke, die verharmlosen noch immer die radikale Alienität, die Gustav von Aschenbach erlebt. Ja? Also hier, das Strandbild ist noch so ein Bild von Harmonie und auch Internationalität, ja? Also eine Sandburg rings mit kleinen Flaggen in den Farben aller Länder. Das ist sozusagen das alte mitteleuropäische, kosmopolitische, aristokratische Europa, was nur im Hotel existiert, ja? Nirgendwo sonst. Ja? Das ist also sozusagen eine Heterotopie im Hotel. Also im Hotel gibt es Kosmopolitismus und Humanismus, ja? Und schöne Umgangsformen, ja? Mehrsprachigkeit, Interkulturalität. Ja? Aber außerhalb des Hotels erlebt er was ganz anderes. Natürlich die Cholera, das ist jetzt durch die Pandemie besonders lustig, das so zu lesen, ja? Weil es ist völlig anders, wie es hier funktioniert. Also er hat es abgeschrieben aus dem
wie heißt das, Lexikon, das berühmteste, Brockhaus. Ja, es ist ein Brockhaus-Eintrag, wo er sich dann bestimmte Dinge herausnimmt. Er lässt zum Beispiel den Todesverlauf, ja, den Sterbensprozess, den lässt er heraus. Also im Brockhaus wird das im Detail beschrieben. Ja? Aber Aschenbach stirbt am Ende nicht an der Cholera. Das können wir ausschließen. Ja? Weil einfach er nickt ein und das ist nicht wie ein Cholera-Opfer von dieser Welt geht. Das andere ist alles hier abgeschrieben, auch wieder interessant. Die indische Cholera ist eigentlich so eine Form von mediterraner Alienität. Sie kommt einerseits auf dem Landweg bis nach Moskau, aber dann auf dem Seeweg auf die italienische Halbinsel, ja, von syrischen Kauffahrern übers Meer, auch wieder so diese Identifikation, ja, also von wem genau, ja, und sie hat dann gleichzeitig mehrere Mittelhäfen erreicht. Also eigentlich, Aschenbach reist in den Süden, die indische Cholera reist in den Norden und sie treffen sich dann in Venedig. Ob er angesteckt wird, kann man kriminologisch nicht, epidemiologisch nicht feststellen. Es gibt keine eindeutige Stelle, würde ich sagen, im Text, wo man klar sagen kann, ja, jetzt ist er an der indischen Cholera erkrankt. Woran stirbt er dann? Ja, das bleibt, glaube ich, offen. Hier ist dann so das ist so eine mediterranistische Ideologie. Ja? Also es ist praktisch im Süden, da gibt es wenn eine Epidemie ausbricht, da herrscht dann die Politik des Verschweigens und des Ableugnens. Warum? Aus wirtschaftlichen Interessen. Man muss das Fremdengewerbe, wie es hier heißt, am Leben erhalten. Dazu kommt dann natürlich, die herrschende Klasse ist korrupt, ja, und die Unterschicht wird asozial, um es ganz kurz abzuhalten. Das war ja auch, was man uns während der Pandemie am Anfang erzählt hat. Ne? Also Lockdown, wie wird der begründet? Damit es keine sozialen Umtriebe gibt. Ja, das war eine Begründung, weiß ich nicht, in Kroatien zumindest. Ja? Gut. Und es gibt einen Anstieg von Kriminalität. Jetzt ist nur der letzte Satz hier wichtig. Diese Art von Kriminalität, von Ausnahmezustand, ja, war sonst hier nicht bekannt, sondern nur im Süden des Landes, also Sizilien, ne, und im Orient. Also wir haben hier eine Orientalisierung dieser kulturellen Grenzstadt Venedig, also die irgendwie mitteleuropäisch ist, aber am Mittelmeer liegt, ne, und dann hier mit dem Orient assoziiert wird. Also das könnte man jetzt mit Said natürlich so lesen, ne? Es ist aber ein orientalistisches, ja, eine orientalistische Ideologie. Aber dabei vergisst man, dass hier doch genug Realismus drin ist. Ja? Also weil bei so einer Epidemie wird wahrscheinlich im Süden so reagiert aus wirtschaftlichen Interessen zu dieser Zeit. Gut, dann gibt es noch eine andere sehr wichtige Alienität. Das ist nämlich dieser Albtraum im 4. Kapitel. Da ist auch hier dieser Satz wichtig, dieser Traum, der Schauplatz dieses Traums war seine Seele selbst. Im 1. Kapitel war noch die Rede, dass es um seine und die europäische Seele geht. Also das ist fast wahrscheinlich übernommen von Hauptmann. Ja? Also europäische Seele. Es ist also eine Seelentragödie, ja? Oder eine Seelenkatastrophe. Es ist eine Seelentragikkomödie, sagen wir es mal lieber so. Also, dieser Albtraum ist leiblich. Ja? Also, es ist kein rein geistiger Traum, sondern ein körperlich-geistiger Traum. Und er lässt die Kultur seines Lebens verheert, vernichtet zurück. Also, apokalyptischer geht es nicht. Aber wer ist dafür verantwortlich? Dionysos wird hier genannt der fremde Gott, nämlich einer der Gottheiten, die aus Kleinasien nach Griechenland importiert wurden. Ja, also das ist hier dieses seltsame Phänomen. Also die Gottheit, die er sich erwählt, ist eine fremde Gottheit, ihm fremd, aber sie wird zu seiner Gottheit. Also ich weiß nicht, ob man diese Stelle nicht auch als sozusagen ein religiöses Drama lesen müsste, als eine Konversationsgeschichte. Also Sie sehen schon, wie satirisch das dann klingt. Ne? Aschenbach konvertiert zum Dionysismus. Ist das meine These? Ja, ich meine es ernst. Ja? Also sozusagen, es ist
er begegnet einem absolut fremden Gott, der ihn vernichtet. Ja? Und das andere wichtige Stichwort ist hier grenzenlose Vermischung, also die Beschreibung der dionysischen Orgie, ja? Also eine gewaltsame sexuelle Orgie, die ist Gegenstand des Traums, die wird assoziiert mit grenzenloser Vermischung. Das ist das genaue Gegenbild zu dieser Utopie im Hotel. Also wo jeder eine nationale, eine sprachliche, eine kulturelle Identität hat. In der dionysischen Orgie wird das aufgelöst. Und das ist, denke ich, auch so eine Angst Aschenbachs, die wir überall sehen. Ja? Also eine Vermischungsangst. Ja, die kann etwas zu tun haben mit seiner hohen gesellschaftlichen Stellung. Ja? Aber ich denke, es sitzt viel tiefer. Ja? Es hat etwas zu tun mit dem Versuch, sich etwas absolut Fremdes anzueignen, was scheitert, ja? Aber was gleichzeitig als Scheitern die Erfüllung seines Wunsches ist, den er von Anfang an hegt. Okay, darin ist die Ironie und auch die satirische Travestie und Parodie. So, was haben wir noch? Ja, die Schlussszene. Da möchte ich nur zwei Dinge betonen, nämlich diese zwei abstrakten Substantive. Nebelhaft, grenzenlos und verheißungsvoll ungeheuer. Zwei. Also einerseits ist das Meer und das Mittelmeer, das Adriatische Meer ist es hier, ja, nebelhaft grenzenlos, also nebelhaft undurchschaubar. Die Ideale sind nicht klar umrissen, die wir dort sehen, wenn es das idealische Mittelmeer ist. Andererseits sind die Möglichkeiten grenzenlos, welches Ideal man ergreift. Das ist das Erste. Aber dann wird es verwandelt zum verheißungsvoll Ungeheuren. Das sind wieder zwei ganz andere Aspekte, die wir schon hatten. Ja? Also das Grenzenlose klingt erstmal nach unendlich vielen Möglichkeiten, dann wählt man eben die beste. Aber wenn jetzt das Grenzenlose zum Ungeheuren geworden ist, dann haben wir dieses Gefahrvolle der Seefahrerei. Aber er ist ja ein Land, also er ist ein geistiger Seefahrer. Trotzdem erlebt er hier diese Bestialität, diese Monstrosität des Meeres. Und jetzt, obwohl das Meer monströs wirkt, ist es verheißungsvoll. Und das ist jetzt wieder für mich ganz eindeutig ein religiöser Begriff, oder? Es wird etwas verheißt. Ne? Eine Verheißung, ein Versprechen. Ne? Das Versprechen, dass er in irgendeinem geistigen, gelobten Land ankommt, in einer geistigen Wahlheimat. Jetzt, ob es das christliche Paradies ist oder das jüdische oder das des fremden Gottes, das können wir, glaube ich, nicht eindeutig bestimmen. Aber dass es hier um eine religiöse Bekehrung geht, denke ich, kann man jetzt, egal wie satirisch, wie travestieartig, wie parodieartig das wirken mag, das muss man, glaube ich, trotzdem ernst nehmen. Gut, habe ich noch Zeit für Ben oder sollen wir hier? Ja, so wenn. Ja? Gut, ganz kurz dann. Also weil es geht schnell, weil also es ist hier das erste bei Ben englisches Café, also aus seiner expressionistischen Zeit, wie das immer so geteilt wird, ne, in 3 Phasen oder so. Da haben wir eigentlich ein Großstadtbild aus Berlin. Und ich weiß nicht, bei Ben ist das ja immer so doppeldeutig. Ne? Also ist das jetzt sozusagen ein Rotlichtviertel oder ist das so eine Modepiste, wo die Haute Couture getragen wird? Das kann man bei ihm nie ganz genau entscheiden. Ja? Aber auf jeden Fall, in diesem Großstadtbild haben wir jetzt ganz seltsame, also auch, ja, wie soll ich sagen, also afrikanische oder asiatische Bilder. Palmen, Wüstenwind, ja, hier als erstes. Und dann, also jetzt speziell auf das Mittelmeer bezogen, auch in dieser Tonfall immer bei ihm. Also es ist einerseits so, es klingt so fürchterlich bildungssprachlich, ja, oder es ist Gassensprache, ja, und dann so in so einem Plauderton, fast als ob es aus einem Fontane-Roman ist. Ja. Du, wir reisen, sagt er da einer Vorbeigehenden, in die er sich anscheinend verliebt hat. Ja. Du, wir reisen, wohin? Tyrrhenisches Meer. Also dort, wo Goethe seine Seekrankheit erlebt hat. Ein frevelhaftes Blau. Die Dora-Tempel in Rosenschwangerschaft, die Ebenen, Felder, sterben den Asphodelen tot. Also ich kann das gar nicht intonieren. Es ist irgendwie, es klingt
Also man könnte es einerseits jetzt mit Goethe lesen und dann sagen, ja, es ist die Jagd nach dem antiken Ideal, ja, oder mit Nietzsche. Aber wozu dann diese Farben? Was ist eine Rosenschwangerschaft? Das klingt wieder so gewalttätig. Und die Dora sind wieder die Spartaner, die er so liebt, ja, das griechische Kriegervolk wieder, ja. Das klingt wieder so nach einer Männerfantasie, ja. Also so ein Macho, so irgendeine Macho-Fantasie ist es dann auch wieder. Ja. Warum ist das Blau frevelhaft? Welcher Frevel? Warum ist das Meer korrupt und wen korrumpiert ist? Die beiden, das Liebespaar, ihn nur? Oder korrumpiert er sie? Schwierig. Ja, die Felder, die dort sterben, der Asphodelen-Tod, das habe ich nachgeschaut. Also das ist so spießbürgerlich. Ja? Also es ist praktisch nicht der obere Teil des Hades, wo die Helden sind. Ne? Und es ist auch nicht der untere Teil, ja, wo die Verdammten auf ewig verdammt umherwandeln, bis sie einen neuen Körper bekommen. Ne? Sondern es ist das mittlere Reich. Also wo der Durchschnittsmensch in den Hades kommt. Ja, wie passt das zusammen mit dem antiken Ideal hier? Ja? Also bei Ben wird praktisch schon dieser Versuch, sich Mediterranität anzueignen, zu einem, ja, also sozusagen das Satirische wird hier noch einmal gesteigert. Es ist eine reine Parodie. Ja? Also man kann hier eigentlich keinen Ernst mehr finden. Ja? Es ist nur noch ein lyrisches Spiel mit diesen mediterranischen Bildern. Ja? So würde ich das sagen. Das radikalisiert er dann mit einem vielleicht seiner besten und schlechtesten Gedichte zugleich. Ja? Welle der Nacht. Die meisten kennen es, viele von ihnen. Ja? Das ist vielleicht auch eins der berühmtesten, ja? Aber schon allein Welle der Nacht, ist das ein subjektiver oder objektiver Genitiv? Ja, ist die Nacht in einer Wellenbewegung? Ja? Oder bringt die Nacht das Meer in die Wellenbewegung? Bringt das Meer die Nacht in einer Wellenbewegung? Das ist schon schwierig, ja? Aber es schärft uns schon auf so ein vorrationales Bewusstsein, ja? Wenn wir dieses Bild schon nicht entscheiden können. Dann also die Syntax, die ist katastrophal, ja? Teilweise falsch, würde ich sagen. Ja? Das würde man für den Sprachunterricht, ist das ein ganz schlechtes Beispiel hier. Aber es ist ganz schwer, weiter überhaupt die Satzstruktur zu erkennen. Ja? Also nehmen wir hier dieses Bild, die Lorbeerrosen und die Travertine wehen um den leeren istrischen Palast. Also die Rosen, die können vielleicht noch wehen, aber es ist schon ein Ersatz. Also das Objekt und das Medium, der Wind, werden hier irgendwie vertauscht. Aber Travertine, Gestein, weht um den, ja, wie soll es um den istrischen Palast wehen? Der istrische Palast ist leer. Ich habe versucht, das geografisch zu lokalisieren. Ben war ja kein großer Reisender. Der ist nur einmal mit dem Auto nach Südfrankreich gereist. Sonst nichts. Also er liebt eher Bibliotheken, Museen. Ja, also irgendwie am Ort, wo er ist. Ja. Nicht so reiselustig. Istrischer Palast, was könnte es sein? Also am nächsten kommt noch hier Castello Miramare. Ja? Vielleicht hat er das im Auge. Oder vielleicht sogar in Dalmatien, den Diokletianpalast. Ja? Also es hat zu tun mit dieser Idee, dass am Mittelmeer Weltreiche untergegangen sind. Und das ist irgendwie, was ihn reizt, was er fast schon so archäologisch wieder neu beleben möchte. Welle der Nacht, 2 Muscheln mit erkoren, die Fluten strömen sie die Felsen her, dann Diadem und Purpur mit verlor. Also hier wieder es wird ein Königreich aufgerufen, aber historisch kann man es nicht präzisieren, welches gemeint ist. Es hat wohl wieder etwas zu tun mit diesem ästhetischen Aristokratismus, den er von Nietzsche sich ausleiht. Ja. Aber was ist dann das Letzte? Die weiße Perle rollt zurück ins Meer. Noch so eine absolute Metapher.
wenn man seine Essays nimmt, er redet immer von dieser thalassalen Regression. Und es ist so, er nimmt das als ein Abbau der höheren geistigen Kräfte, also unsere Vernunft, ja, unsere Empathie auch, ja, unseren Verstand, also sowohl unsere Vernunft jetzt, unsere Vernunft, die Freiheit des anderen respektiert, als auch unser Verstand, ja, der vielleicht die anderen als Mittel zum Zweck missbraucht. All das soll abgebaut werden, ja. Sondern in welchem Bewusstseinszustand will er seinen Leser wissen? In einem Bewusstseinszustand, den er mit Yoga vergleicht, mit Drogenkonsum, ja? Ja, mit der dionysischen Orgie. Ja? Wenn man das jetzt, ja, oder mit Alkohol, ja, wenn man das jetzt zurückprojiziert auf Thomas Mann und auf Gerhard von Hauptmann, aber auch auf Bahr, ja, dann ist doch diese Aneignung von Mediterranität, die ist in dem Sinne gewaltsam, ja, gewaltsam, dass man sich auf ein absolut Fremdes einlassen muss. Und wenn man sich das dann aneignet, dann erkennt man sich selbst nicht mehr wieder. Ja? Das ist das Schwierige. Ja, und jetzt auch ideologisch das Problematische an diesem Projekt, ja, sich Mediterranität aneignen zu wollen. Also das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Danke für die Aufmerksamkeit.